Alter, perfekter Übergang. Wilde Nummer. Wilde Nummer. Und dann noch fast perfekt der Blondie Sound abgespielt. Aber nur fast. Ich guck mal eben, ey. Blondie, erstmal vielen lieben Dank, ne, für deinen Sub im 7. Monat, wa? Ich wiederhole den aber nochmal, damit wir den nochmal alle hören hier. Geht's ja nicht. Bisschen leiser, ne? Bisschen lauter. So. Nochmal Chat hier und dann habe ich's doch, ey. Wilde Nummer. So, Olli, erstmal Namen, ne? Schatz, servus, ich bin auch im Discord. Falls Kimmich-Thema aufkommt, kannst du direkt reingehen hier. Wild. Und Blondie erstmal nochmal danke, ne? Vielen lieben Dank. Ist keine Zeit. Naja, alles gut. Chico, servus. Stefan, moin. Guten Abend, Kai und allen Zuschauern. Ist die Kopfverletzung von unserem wieder auferstandenen Serge Gnabry denn schwerwiegend? Mir am Samstag schon echt Sorgen gemacht, als er nach seiner Einwechslung in Mönchengladbach mit einem ganz schicken Designerkopfband aufgelaufen ist. Was ist denn da? Was ist das wieder für Gnabry-Hate hier? Ist ja wohl frech. Nur weil er mit dem NBA-Legacy Gedächtnis Stiermann aufläuft, oder was? Ist doch völlig legitim. Der Serge muss auch mal die 90er wieder, 80er wieder aufleben lassen. Besser als wenn er in Gucci-Gnabry-Look aufläuft, oder? Junge. Kennen wir doch nicht anders vom Serge. Immer für Mode geschickt gut, oder? Aber ist doch schön, dass das die Themen sind, die uns beschäftigen, oder? Macht der FC Bayern ja gerade ein bisschen was richtig. Wenn das die Themen sind. Ist doch super, oder? Ja, Boateng-Thema hat sich ja erledigt. Weiß ich nicht, für alle, die es nicht mitgekriegt haben. Aber ich denke mal, sollte ja jeder mitgekriegt haben. Also hat ja der Aufschrei, die Petition, die Spruchbänder in der Südkurve ja doch ein bisschen was gebracht. Anscheinend. Ob das jetzt von Vereinsseite ausging oder von beiden Seiten oder von Boateng-Seite oder was weiß ich. Am Ende des Tages wurscht, wa? Hauptsache, dem Typen wird keine Plattform gegeben und gut ist. Kann er gerne, was weiß ich, kann er nach Hertha gehen, dann nach dem Praktikum fragen. Vielleicht sehen die das ein bisschen lockerer, wer weiß. Oder Hamburg, war nicht auch mal in Hamburg? Hamburg! Ja, ne? Hat da mit Winnie gespielt, oder? Was weiß ich, ey. Ist mir auch wurscht. Wie gesagt, ich bin froh, dass das Thema bei uns durch ist, dass man das nicht weiter aufgemacht hat. Anscheinend hat man da ja ein bisschen gelernt aus der Vergangenheit, dass man das nicht einfach durchdrückt und da mal in eine Kommunikation reingeht. Von daher ist das doch auch schön, oder? Ja, ansonsten zum Gladbach-Spiel gibt es ja auch nicht viel zu sagen, oder? Außer, dass es ein bisschen emotionaler, das emotionalste Spiel bisher war die Saison. Zumindest für mich persönlich. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Joa. Köln wird jetzt schwer, denke ich. Also da sollte man sich denken, dass das ein Selbstläufer wird im Pokal. Pokal ist eh schon mal was anderes, ne? Und Köln ist ja jetzt auch nicht so schlecht drauf. Mal abwarten, ne? Wird eine spannende Geschichte, denke ich. Aber vielleicht geht ja auch die Formkurve beim einen oder anderen Offensiven mal wieder ein bisschen nach oben. Und wenn nicht, musst du halt wechseln. Ganz einfach, ne? Ja, aber Köln hat ja generell nicht so einen schlechten Saisonstart hingelegt für einen Aufsteiger, ne? Also, und man kennt das ja, der Hype ist ja dann immer noch so ein bisschen da, wenn man aufsteigt, ne? Also von daher. Olli, liebe Grüße zurück. Was geht ab? Nix hast du verpasst. Außer dass das Hauptthema das Stirnband von Serge Gnabry ist und dass ich ausnahmsweise mal den Verein gelobt habe,
dass er aus der Vergangenheit ein bisschen was gelernt hat und das Boateng-Thema vom Tisch ist. Jo, das hast du verpasst. Guck mal, 10 Minuten in 2 Sätze. Bam! So läuft's. Ja, wir können lobhudeln, so. Das ist das Einzige, was wir gerade machen können, ne? Das Gucci-Stirnband. Ach, war doch kein Gucci. War das ein Gucci-Stirnband oder was? Hör doch auf, ey. Was NWR-GC Gedächtnisstirnband. Was habt ihr denn alle mit Knabri? Knabri-Hate oder was? Wild. Ja, ich fand ihn jetzt auch nicht so stark in dem Spiel, aber das ist eine andere Geschichte. War aber jetzt auch nicht so schlecht. Also ich denke, der ein oder andere war auf jeden Fall ein bisschen schwächer, wie es in Serge war. Wobei man aber auch sagen muss, die Gladbacher waren auch sehr fickrig erste Halbzeit, ne? Die haben wirklich gut verteidigt und waren wirklich fickrig in den Zweikämpfen. Das hat den einen oder anderen nicht ganz so geschmeckt, wenn ich da mal so an Michael denke, der war da schon, hat schon ein paar Mal gemerkt, was Phase ist. Ja, na klar war das Statement schwach. Man hat halt daraus gelernt, dass man das nicht durchzieht, würde ich sagen. Ne? So ist die Frage jetzt, ob das vom Verein kam oder von Boateng-Seite. Sei mal dahingestellt, das wissen wir eh nicht. Oder von beiden Seiten. Ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass der Boateng gesagt hat, nee, lass mal besser. Wenn ich da beim Training bin und ja, ich weiß ja auch nicht, ob er so Bock hat, da dann wieder jeden Tag in den Schlagzeilen zu stehen. Vielleicht hat er sich das einfach auch mal überlegt, wa? Weil das wäre ja dann auch so. Also, keine Ahnung. Ist mir am Ende des Tages auch wurscht. Gelernt halt darauf bezogen, dass man es nicht durchzieht. Dass das Statement schwach ist. Ja, wie gesagt. Bei uns ist irgendwie so, jeder Spieler, der mal beim FC Bayern war, der, keine Ahnung, der hat Narrenfreiheit so gefühlt. Kannst du wahrscheinlich auch keine Ahnung, kannst auch einen abmurksen oder so, dann bist du beim FC Bayern immer noch gern gesehen. So nach dem Motto irgendwie, keine Ahnung. Ganz wild. Aber wie gesagt, Ben, erstmal Servus und Glück auf. Nehmen wir das Positive mit. Und das Positive ist, dass das Thema durch ist. Ja. Und das andere Positive, ob das jetzt von Vereinsseite oder Boateng-Seite oder gemeinsam, wie auch immer entschieden wurde, ist ja, was ich eingangs sagte, hat es also mal was gebracht, dass Fans mal laut waren und Spruchbänder in der Süd waren und so weiter. Ja, und das ist doch auch mal schön. Ja. So. Dasselbe war schon, wo er sich bei uns fit halten durfte und daher sage ich ja, mal daraus gelernt. So, kannst du jetzt sehen, wie du willst. Drehen und wenden. Ja, Olli, ich bin da 100% bei dir. Also, das war aber schon bei der Trainingsgeschichte so, ne? So, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Für mich ein absolutes No-Go. Ja, und das vergisst man auch nicht. So, da stimme ich dir voll zu. Also, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da bin ich ja zu 100% bei dir, also. Das ist ja, was ich gerade sagte, man hat immer irgendwie so die Scheuklappen auf bei irgendwelchen Spielern, die mal länger wie 3 Jahre beim Verein waren oder so, ne? Weiß ich auch nicht, was das soll, aber anscheinend ist das so. Aber ja, ich denke, dass ja, vielleicht 'n Max Eber, der sollte vielleicht dafür ein bisschen sensibilisiert sein, zumindest wenn er mal Burnout-mäßig was hatte. Alle anderen sind alte, weiße Männer. Ja. Ich denke, mehr braucht man dazu nicht sagen, oder? Wie die heutzutage denken, siehst du in der Politik, das brauchen wir nicht wieder ausrollen. Also, das hast du auch schon bei den ein oder anderen Aussagen gehört, denke ich. Jetzt nicht zu dem Thema, zu anderen Themen. Ich denke mal, da kannst du das ein bisschen ableiten. So, ne? Gesellschaft ist im Wandel, aber halt, ja, alte weiße Männer oder generell alte Menschen wandeln sich halt einfach nicht mehr. Chico, ich hoffe, das ist ein sarkastischer Post, den du hier reingeschrieben hast, Alter. Sonst geraten wir heute wieder aneinander. Ist ja wild. Lennart Kahl muss Kapitän von Bayern und der deutschen Nationalmannschaft sein und bei der WM auch die Mitspieler nominieren und aufstellen. Das andere wäre eine Farce. Bannhammer ist da.
Gut, da du nominieren und aufstellen gesagt hast, dann kann ich den besser einordnen. Dann ja, die Diskussion ist für mich auch absolut lächerlich. Die Diskussion war ja schon nach einem Spiel. Ja. Und jetzt kam Wuter nochmal eingewechselt, hat noch ein Tor gemacht. Du Scheiße. Wie du sagst, der muss jetzt Kapitänsamt in der Nationalmannschaft kriegen. Ja. Wild, ne? Aber da siehst du mal, wie schnell das heute geht, ne? Keine Ahnung. Frag mich nicht, warum. Ich kann es mir nicht erklären. Das ist genauso wie ein Wirtz nach 10 Spielen in Liverpool abgeschrieben wird, als wäre er die größte Kartoffel. Ja, und der Umkehrschluss ist bei Lennart Kahl, der jetzt 2 Einsätze hatte und 2 Tore macht. Zugegebenermaßen super schöne Tore, dass das Talent hat, brauchen wir nicht drüber reden. Und muss dann gleich, muss unbedingt zur WM, ne? So davor die Einsätze, die absoluter Durchschnitt waren. What the hell? Ne? Und natürlich nimmst du einen Ersatzspieler mit zur WM, oder? Der alle 4 Spiele mal einen Startelf-Einsatz hat und dann nach 60 Minuten ausgewechselt wird. Ansonsten, wenn er Glück hat, mal 20 Minuten eingewechselt wird. Natürlich musst du solche Spieler mit zu einer WM nehmen, oder? Hat doch alles nachgewiesen, dass er dazu befähigt ist. Denke ich auch. Macht schon Sinn. Macht schon Sinn, ne? Du hast mal eine Fragerunde in der Vergangenheit gemacht. Hast du vor, sowas wieder zu machen? Nö. Weil bei der Fragerunde in der Vergangenheit ich hier saß wie ein Otto und keiner da war, der irgendwelche Fragen gestellt hat. So, von daher habt ihr die Möglichkeit hier und jetzt, jeden Montag 18 Uhr, könnt ihr eure Fragen stellen und dann beantworte ich die. Jo, so ist das. Seitdem man hier auf Twitch ist, geht das ja auch nicht unter, weil hier sind ja nicht immer ganz so viele Leute, wie es sonst auf YouTube war und von daher ist das so. Ich habe das, glaube ich, sogar 2-mal gemacht, wo angeblich alle da sein wollten und bla und Sylt und da ist nichts passiert und nee, plane ich aktuell auf jeden Fall nicht. Ja. Morikai wollte fragen, wie du aktuell Kompanie im Vergleich zu Julian Nagelsmann siehst, als er noch Trainer bei Bayern München war. Fußballerisch geht das eigentlich in dieselbe Richtung, wenn wir ehrlich sind. Ja, jetzt ein bisschen besser, ja, aber vielleicht hätte Nagelsmann auch den Stepper gemacht, wenn er die Zeit bekommen hätte. Also das Learning. Der große Unterschied ist einfach die Selbstdarstellung und der Charakter. Ja. Und das Selbstverständnis. So, Nagelsmann hat so das Selbstverständnis ausgestrahlt. Erstmal, ich bin's, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, nicht falsch verstehen. Aber dass sich Nagelsmann auch dahingesetzt hat und wirklich von A bis Z alles kommentiert hat, zu allem eine Meinung geäußert hat. Ich glaube, das hat ihm auch so ein bisschen das Genick gebrochen. So, bei Nagelsmann hast du immer das Gefühl gehabt, auch für den PKs, ja komm, fragt mich, ich erzähle euch zu jedem was. So, bei Kompanie hast du so das Gefühl, Alter, eigentlich will ich gar nicht hier sitzen, so stell mal eben deine Standardfragen und dann bin ich wieder weg. Ich will eigentlich nur arbeiten, machen und tun. Und der ganz, ganz große sportliche oder führerische Unterschied ist, du hattest beim Nagelsmann nicht nur das Gefühl, du hattest ganz klar 2, wenn nicht 3 Lager in dieser Mannschaft. So, das war das Thema. Ja, so Lager Kimmich, Goretzka und so. Hey, Nagelsmann, der geilste, und Müller, Neuer. Die Geschichte war gegen Nagelsmann, dadurch war Reibung im Kader, das hast du gemerkt. Ja, und das ist der große Unterschied bei Kompany. Aber auch zu den Trainern davor, auch bei Kovac und sowas. Ja. Kompany jetzt halt geschafft, dass es wieder eine Einheit ist. Und das hat er ja von Tag 1 an geschafft. So, das war der Grundstein. Und darauf dann aufgebaut. So, und wir aus meiner Sicht die richtigen Learnings mitgenommen. Was heißt die richtigen? So, ja. Das werden dann die Spiele gegen Paris vielleicht zeigen, gegen Arsenal. Vielleicht schon gegen Leverkusen, wir werden es sehen. So, ob wir die Learnings mitgenommen haben und ob wir da in der Lage sind, ja, was das zentrale Mittelfeld angeht, ob wir uns da ein bisschen anpassen oder nicht. Da bin ich sehr gespannt. Ich meine, das Learning haben wir schon mitgenommen, dass wir defensiver stehen, ja, und auch mal den Gegner den Ball lassen und damit fein sind.
Das ist auf jeden Fall schon besser geworden. Nicht 90 Minuten feuerfrei. Was übrigens unter Nagelsmann 1:1 dasselbe war. Ja. Wenn ihr euch da mal zurückerinnert, wie viele Kontertore wir da gefangen haben unter Nagelsmann. Das haben wir unter Kompany genauso in der ersten Saisonhälfte. Und wie gesagt, Kompany hat jetzt dieses Learning gemacht. Ja, jetzt ist die Frage, ob wir das nächste Learning machen gegen Top-Mannschaften. Das werden wir sehen. Also ich denke, so die Grundausrichtung sportlich sind beide relativ gleich gewesen. So von der Spielidee her. Ja. Auch Nagelsmann hat immer mit einer Dreierkette aufbauen lassen. Hat auch vorne Kombinationsspiel, pressen, pressen, pressen. Ja. Auch da war nie eine Absicherung da. Katastrophe. Ja, und der große Vorteil, den Vinny natürlich hat, ist einfach die Ausstrahlung, die er hat. So, Top-Spieler auf Top-Niveau, Kapitän und all das ist ja, was ich immer sage. Das macht es natürlich, wenn du Trainer bist, viel, viel einfacher. Weil einfach so Spieler wie ein Neuer, aber auch ein Müller, so diese Alpha-Tiere, diese alles erreicht haben in ihrer Karriere, nimm Kimmich dabei. So, du hast ja automatisch Respekt, wenn da so ein Vincent Kompany kommt oder so ein Xabi Alonso, der alles gewonnen hat in seiner Karriere, ja, auf super hohem Niveau selber Fußball gespielt hat. Oder da kommt so ein Nagelsmann, der nichts erreicht hat, fußballtechnisch. Der ein super Trainer ist, ja, das würde ich gar nicht abstreiten. Ja, aber wenn der auf einmal vor dir steht und der trifft dann unpopuläre Entscheidungen gegen Müller, gegen Neuer, ja, dann ist, glaube ich, so der Respekt nicht so gegeben. Ja. So, der wird schwieriger haben zu argumentieren, als wie so ein Kompany. Wenn der sich da hinstellt und sagt, das ist jetzt so, dann ist das so. Und dann kommt auch keiner auf die Idee zu sagen, pass mal auf, du hast ja gar keine Peilung, weil du nie auf dem Level Fußball gespielt hast. So, ne? Ich glaube, das war so ein bisschen das Problem von Nagelsmann bei uns. Ja. Mm, mm, mm. Mm, 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 mm. Ja, wenn wir die Saison ohne Punktverlust überstehen, können wir darüber reden. Fragerunde, Livestream. Mr. Mini, hatte ich Servus gesagt? Wenn nicht, dann jetzt Servus. Ja, gerade gibt es doch aber auch gar keine Themen. So. Über was soll man groß kontrovers diskutieren, so was den FC Bayern betrifft. Also ich wüsste jetzt nichts. Gerade hast du ja, keine Ahnung. Wie gesagt, vielleicht nach den Topspielen kannst du die Sechser-Diskussion nochmal bringen, aber das war's auch. Ja. Aber wenn wir daraus gelernt haben und dann mit einem klaren Sechser spielen werden, ist das auch fein. So, also mal abwarten, ne? Willst du den FC Bayern ohne Kimmich vorstellen? Ja, na klar. Wäre sogar besser in der Zukunft, ohne ihn zu planen. Ja, ich glaube nicht, dass ein Josh nochmal verlängert wird. Also, was ist er dann? 33? Weiß ich nicht. Es ist ein anderes Spiel halt so. Keine Ahnung. Also, ich sage mal so, ich finde, Kimmich passt besser in das System von Kompany, weil das System von Kompany keinen klaren Sechser hat, ja, als wie die Systeme vorher, wie es unter Tuchel oder sonst wo war. Da war ja eigentlich immer so die Idee: „Komm, wir haben 'n klaren Sechser vor der Abwehr“, so wie es mit Martinez war zum Beispiel. Das haben wir ja unter Kompany nicht. So, wir haben unter Kompany keinen klaren Sechser. Ja, deswegen ist unsere Mitte ja oft verwaist, weil sich dann keiner berufen fühlt, mal in diese Räume zu gehen. Guck dir doch mal Kimmis Rolle an. So, es ist doch keine Sechserrolle unter Kompany. So, im Aufbau ist er sehr oft Rechtsverteidiger, dass der Rechtsverteidiger super weit aufrückt, wir dann hinten mit einer Dreierkette stehen. Ansonsten ist er super viel auf der halbrechten Position im Mittelfeld. Ja, guck doch mal, wie selten er wirklich in der Mitte ist. Gerade im Spielaufbau. Im Spielaufbau ist es dann meistens der Nebenmann, der mehr in der Mitte ist. So ein Pavlo meistens. Ja, klar, zwischendurch ist Kimmich dann auch in der Mitte. Gerade vorne am 16er mal, ja. Aber ansonsten, das ist ja keine klare Sechserrolle, die wir haben. Deswegen sage ich ja, das ist ja das Spannende. Ja, das reicht natürlich auf dem Niveau, wenn wir die Gegner dominieren. So, da ist das gar kein Problem. Interessant wird es halt werden, wenn
PSG wird uns dominieren in Abschnitten des Spiels, genauso wie Arsenal, weil sie einfach die Qualität haben. Ja. Du wirst ja nicht Arsenal 90 Minuten dominieren oder Paris. So. Das wird hin und her schwappen. Das haben wir schon gegen Dortmund gesehen in der zweiten Hälfte. Und da hast du die Schwäche dieses Systems halt gesehen. Ja. Gegen Dortmund, wie oft haben wir den Ball im 16er rausgeköpft in die Mitte an unserem 16er und da stand einfach niemand außer ein Dortmunder Spieler. Und der konnte den Ball in Ruhe annehmen und weiter ging es für Dortmund. Ja. Der Raum ist dann verwaist bei uns. So, und das müssen wir dann in den Griff kriegen. Ne? Ob das dann Kimmich ist, ein Pavlovic oder wie auch immer da mit auf dem Feld steht, sei mal dahingestellt. Das wird interessant sein. Ja, das wird der nächste Step sein, meiner Meinung nach, im Kompaniesystem. Ja. So, und wir haben es ja auch schon gesehen, wenn Kimmich sich manchmal dann ein bisschen defensiver verhält und dann auch vorne den Raum lässt, zum Beispiel für einen Pavlovic, dann sieht ein Pavlovic ja auch viel, viel besser aus. Ja. Als wenn die beide da im Bereich von 8 Metern in einem Raum stehen und sich den Ball dann über 2 Meter hin und her spielen. Also das macht eh keinen Sinn in meinen Augen. Aber das werden wir sehen. Ja, aber nochmal, Company-System ist nicht geprägt auf einen Sechser. So, weil wenn dem so wäre, dann denke ich, dann hätten wir einen Palinja ja niemals abgegeben. Dann hätte ein Company auch gesagt, hier, pass auf, das ist mein Sechser und hätte gesagt, keine Ahnung, wenn er unbedingt einen Kimmich haben will, Kimmich ist mein Achter und dann wäre gut gewesen. So hätte er ja machen können. Ja. Ist aber einfach nicht unser Spielsystem. Und das kommt Kimmich eigentlich zugute, wenn wir ehrlich sind. Weil er halt nicht in diese Rolle gezwungen wird, wie unter anderen Trainern. So. Ja. Aber klar, also ich kann mir den FC Bayern du kannst jeden Spieler aufzählen in dieser Mannschaft und kannst dir den FC Bayern ohne diesen Spieler vorstellen. Ja, na klar. Das spielt keine Rolle. Ja. Du siehst das gerade anhand von Musiala, von Davis. So. Hättest du dir noch vor ein Dreivierteljahr gesessen, hättest du dir gesagt, boah, kannst du den FC Bayern ohne Musiala vorstellen in der Offensive? Nee. Wer soll denn da die Chancen einleiten? Wer soll denn was kreieren? So hätte doch hier ein großer Teil gesessen. Ja, und wie du siehst, so, vermisst du gerade einen Musiala? Nee. Gar nicht. Null. Ja, und so geht es mit jedem Spieler. Also kein Spieler ist unersetzbar sportlich. Das ist einfach so. So, hättest du den FC Bayern ohne Müller vorstellen können? Also, hast du irgendwie das Gefühl, dass ein Müller fehlt? Hast du auch nicht. Ja. Außer dass ein Harry Kane dadurch noch mal mehr Verantwortung übernimmt, mehr Führung übernimmt. So, ist das jetzt was Schlechtes? Ich glaube eher nicht. Ne? So. Und komischerweise kompensiert ein Harry Kane Musiala ja auch noch mit. Also, ja. Deswegen, nee. Also ich habe keinen Spieler beim FC Bayern, wo ich sagen könnte, kann ich mir nicht vorstellen ohne ihn. Klar, Harry Kane wird schon wehtun. So brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. Und den zu ersetzen, boah. Schon schwierig dann, wenn es soweit ist. Aber gut, das haben wir bei Levi auch gesagt. Ja. Erinnert euch daran. So, Levi hat über Jahre überperformt. Was heißt überperformt? Auf einem super hohen Level performt. Konntest dir auch nicht vorstellen, was ist jetzt, wenn Levi weg ist. Ja. So, und auch das haben wir hingekriegt. Also von daher, alles halb so wild. Was denkst du, werden die Streitthemen bei der Jahreshauptversammlung sein? Rot-weiße Trikots, wie immer. Wobei sie da ja schon ein bisschen irgendwie da diesem komischen Sondertrikot eingelenkt haben. Keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass da, ja, vielleicht doch, vielleicht gibt es einen, der den Uli mal angeht. Ansonsten, was hast du für Streitthemen? Irgendwelche Aufzüge in der Allianz Arena? So, was willst du für Streitthemen haben? Schwierig, oder? Hast ja gerade nicht wirklich irgendwas, oder? Ja, klar, unsere Sponsoren, so. Die kannst du immer als Streitthema nehmen, aber das war's auch. Ansonsten ist wenig Angriffsfläche da. Und jetzt stell dir mal vor, Uli Hoeneß wird nicht alle 3 Monate die Fresse so aufreißen. Dann hättest du wirklich mal keine Angriffsthemen.
Ich liebe Nagelsmann und wir wären mit ihm besser gewesen als mit Tuchel. Schwierig, ne? Kompanis und Julians Bilanz sind sehr ähnlich. Für mich ist die Entlassung von Julian immer noch unverständlich. Wir waren einen Punkt hinter Dortmund im DFB-Pokal dabei, in der Champions League auch gut. Ja. Also für mich ist die nicht, was wie es genannt, nicht unverständlich. Für mich ist ist meine These. Ja, für mich ist ganz klar, dass Müller Nagelsmann abgesägt hat. Müller und Neuer, diese Gruppe im Kader hat Nagelsmann abgesägt. So. Punkt. Ja, das ist der Grund, warum Nagelsmann gegangen wurde. 100%ig. Weil wie du sagst, was gab es denn sportlich für Angriffspunkte? So, wir haben ähnlichen Fußball gespielt wie unter Kompany zur Anfangszeit, ja. War schöner Fußball, attraktiver Fußball, hat eine Spielidee gehabt, hat ein Konzept gehabt. Aber der Kader war gespalten. So, ja, das war das Thema. Und ich garantiere es dir, da ist die Kombo um Müller, Neuer, hat da interveniert und deswegen musste Nagelsmann gehen. Wenn du dich da mal zurückerinnerst, wie auch ein Olli und ein Brazzo in der PK saßen und so getan hätten, als wäre Nagelsmann gestorben wäre, hast du doch schon gesehen, dass es vielleicht nicht unbedingt deren Idee war, den Nagelsmann rauszuwerfen. Ja? Wenn aber dann die Führungsriege schlechthin aus dem Kader sagt, pass mal auf, so und so. Ja, einen anderen Grund, das ist schwierig, einen anderen Grund zu sehen, oder? Erst recht zu diesem Zeitpunkt so. So, dann hättest du es vorher machen müssen. Haben wir ja damals drüber diskutiert. Aber der Zeitpunkt der Entlassung war ja völlig fatal. Also, nee, da kann nur hintenrum irgendwas gewesen sein. Also, rein sportlich gesehen, ja, du musst auch einfach mal an so einem Trainer festhalten dann. Und ich glaube, Nagelsmann hätte auch die Kurve gekriegt. Ja, das hätte auch ein bisschen gedauert, so wie es jetzt auch ein bisschen dauert. Weil auch da hättest du halt, ja, die Müllers und so aussortieren müssen. Ja, so. Das wäre dann nicht so schleichend gegangen, wie es jetzt war. Das hätte dann einmal knallen müssen. Ja, ob ein Nagelsmann das dann, keine Ahnung, ob er das Standing bekommen hätte dafür, ich weiß es nicht. Schwierig. Das ist ja, was ich sagte, so ihm hat halt so dieses. Also Müller hätte sich das niemals bei Kompany getraut. Punkt. Ja, das ist mein Take. Auch ein Neuer nicht. So. Das ist der Take. Ja. Was sie sich bei vielen anderen getraut haben, hätten die sich beim Kompany niemals getraut. Unter welchem Argument? Ja, weil das Argument, er war Führungsspieler, hat alles gewonnen auf hohem Niveau, ist halt einfach da. Ja. Das war das Problem so von Nagelsmann, vielleicht auch von Tuchel bei uns. Obwohl Tuchel nochmal ein extra Faktor ist. Und vielleicht war den einen oder anderen das auch zu viel Selbstdarstellung bei Nagelsmann so. Weißt du? Neidfaktor, was weiß ich. Schwierig zu beurteilen, so aus der Ferne. Aber wie gesagt, sportlich kannst du es eigentlich nicht erklären, ne? Die Entlassung, das war ja völlig Banane zu der Zeit. Piet, rot-weiße Grüße. Es könnten für dich die Gründe sein, dass wir im DFB-Pokal in den letzten 5 Jahren ständig rausgeflogen sind und mittlerweile hat das ja nichts mehr mit Unglück zu tun. Naja, letztes Jahr war es einfach Unglück. Punkt. Ja. Oder du kannst es gerne Neuer an die Schuhe heften wegen mir. Aber wir waren die klar bessere Mannschaft gegen Leverkusen und sind dann unglücklich ausgeschieden. So. Davor die Jahre, ja, die Spieler sind satt oder waren satt. Ja. Du hast viele Spieler in deiner Mannschaft gehabt, die nicht den Charakter haben. Ja. Die jetzt woanders rumtingeln. Du hast vielleicht auch nicht den Trainer dann gehabt, der es geschafft hat, den Fokus darauf zu lenken, ja, das war ja schon immer unser Problem, auch die letzten Jahre, wenn du so zurückerinnerst, gegen etwas auf dem Papier schwächere Mannschaften, gerade nach Champions League Spielen und sowas, haben wir ja super oft Motivationsprobleme gehabt. So, haben wir den Gegner nicht ernst genommen oder haben gedacht, komm, halbe Kraft, schaukeln wir schon über die Runde. Ja, und das hat sich ein bisschen geändert. Ne?
So, aber einfach auch, weil du einen Harry Kane hast. 'N Harry Kane, der noch nicht viel gewonnen hat in seiner Karriere, der will unbedingt, ja. Wir haben halt einfach jetzt eine viel, viel bessere Mischung in dieser Mannschaft von Spielern, die viel gewonnen haben, die viel Erfahrung haben, aber auch Spieler, die viel Erfahrung haben, noch nichts gewonnen haben und Spieler, die wenig Erfahrung haben, noch gar nichts gewonnen haben. So, du hast 'ne gute Mischung im Team, ne? Und das war die letzten Jahre halt nicht unbedingt so der Fall. So, du hast ganz, ganz viele Spieler gehabt, die einfach satt waren. So, die hat der Pokal halt nicht interessiert. Haben sie wahrscheinlich eher als Belastung gesehen, so zwischen Champions League und sonst. Oh ja, weiß ich nicht. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt da noch. Ja. Aber es haben auch teilweise die Trainer gemacht. So, wenn du dich mal erinnerst an Tuchel, was er für ein Zeichen gesetzt hat, indem er Harry Kane auf der Bank lässt, ist dann aber auch das verkehrte Zeichen. Ja? So, das ist das Zeichen so, ja, Pokal ist jetzt auch nicht so der Stellenwert ganz, ganz oben. Weil da ist es scheißegal, ob es ein Drittligist oder Erstligist ist. Du weißt, das ist ein Pokalspiel, Alter. Und da lässt du nicht deinen besten Stürmer auf der Bank. Ja, und wechselst ihn noch nicht mal ein. Also, das war auch viel Zusammenspiel dann. Und das ist ja das, was ein Kompanie halt schafft. Ja. Und dass es halt schafft, so dass also, wir hätten, glaube ich, die letzten Jahre, wenn wir das gleiche Spiel gespielt hätten wie jetzt gegen Gladbach, hätten wir dieses Spiel nie gewonnen, ja? Weil wenn du gesehen hast, noch mal, wie fickrig Gladbach war, erste Halbzeit, wie die rein sind. Ich meine, die haben 60% Zweikämpfe gewonnen, wir 40. Ja, das sagt schon alles aus. So, aber wir waren halt trotzdem halt als Mannschaft da, ja? Und wenn auch einer mal 'ne Riesendingen vergeben hat, so, da gibt's kein Abwinken, da gibt's kein was weiß ich was in der Vergangenheit alles so da war, das ist halt alles nicht da. Ja, du hast 'ne Mannschaft aufm Feld. Und das ist ja 'n Riesenvorteil, wenn's auch halt auch mal nicht läuft, ne? Ja. Und ich denke, der Stellenwert des Pokals ist jetzt nach, weiß ich nicht, 5 Jahren ohne auch wieder 'n anderer, ne? Muss die Mannschaft halt 'n bisschen kitzeln oder den einen oder anderen Spieler. Den einen oder anderen brauchst du nicht kitzeln, aber der eine oder andere vielleicht schon, ja. Ich glaube, das ist so 'n Thema. Mm, mm, mm. Ja, na klar, ist doch das, was ich gesagt habe mit Müller. Natürlich, ist doch völlig normal. Ja, dasselbe noch mal mit Neuer. Was meinst du, wenn der Manu auch noch weg ist? Dann ist der kleine Josh nämlich noch mal 2 Köpfe größer. So, wie gesagt, du hast das unter Nagelsmann doch ganz klar gesehen, welche Lager es in dieser Mannschaft gab, führungsspielermäßig, ja, so. Und natürlich, Müller hat 'n Riesenraum eingenommen. Da brauchen wir doch gar nicht drüber reden. Was jetzt nicht heißt, Müller war 'n Stinkstiefel oder so. Wir waren letztes Jahr auch schon 'ne Mannschaft, ja, also nicht falsch verstehen. Da war Müller ja auch noch da und hat sich vorbildlich verhalten. Aber logisch, wenn so 'n Spieler weg ist, der hinterlässt natürlich 'n Vakuum, wo andere reingehen, ne? Noch mal, guck dir so 'n Harry Kane an, so, wie viel Verantwortung der einfach noch mal mehr übernimmt. Das ist einfach so. Ist halt immer alles nicht so leicht, wenn Spieler so lange da sind, ja? Zumindest wenn sie dann nicht mehr auf diesem Leistungsniveau sind. Ja. Aber es ist natürlich für uns auch immer nur Rätselraten so von außen, ne? Mm. Ja, zu Boateng haben wir schon alles gesagt, alles gut. Brauchen wir uns nicht alle Viertelstunde wiederholen. Ja, wir werden sehen, ne? Wir werden sehen. Also, erst mal Mittwoch das Spiel, wollen wir noch nicht den Tag vom Abend loben, wa? Also, einfach wird's nicht werden. Aber noch mal, wenn du so die erste Halbzeit von Gladbach nimmst, sodass wir nach dem Champions-League-Spiel so dagegengehalten haben. Was heißt gegengehalten haben, aber ja, das sollte schon passen, denke ich.
Zumindest wenn wir unsere Form auf dem Feld kriegen. Das ist natürlich nochmal so die Sache, ne? Vielleicht sind die Jungs ja auch heiß auf dem Europarekord. Den können sie ja in Köln dann holen. Wer weiß. Nee, ansonsten gibt es ja nichts zum Mosern bei uns. So gar nichts. Aber ja, zum Thema Kabine vielleicht nochmal, das hast du ja auch schon letzte Saison gesehen. Legt euch mal, wann mal die Mannschaft und der Trainer so eine Einheit waren. Das war ja immer das, wo man neidisch nach Leverkusen geschaut hat. Ja, die letzten Jahre, muss man ja so ehrlich sagen. Das gab es bei uns ja nicht. Ja. Das gab es unterm Kovac nicht, das gab es unterm Nagelsmann vielleicht am Anfang noch. Unterm Tuchel gab es das schon gar nicht, nachdem er die Spieler da teilweise an die Wand gestellt hat und bloßgestellt hat. Ja, all das, ja, ist halt die Grundlage, ne? Ist halt so. Ist halt Mannschaftssport. Wir sind auf einem guten Weg. Und wie gesagt, die Champions League-Spiele dann werden es zeigen, wohin die Reise gehen kann oder halt nicht. Die Saison. Und klar, zu viel loben darf man das auch noch nicht. Ich meine, Leipzig ist eben 5 Punkte entfernt, so, ja. Also ein Selbstläufer ist das auch alles nicht. In der Bundesliga. Mal abwarten. Gut. Wenn ihr keine Themen mehr habt, das ist heute hier eine schnelle Nummer. Aber ich würde dann jetzt nochmal in das Javi Martinez Video reingehen. Wollte ich ja irgendwie schon gefühlt seit 18 Wochen mir reinziehen. Aber da kam es ja nie dazu. Von daher machen wir das jetzt. Ganz einfache Kiste. Da ist er. Servus, Habitäre. Ja. Ich verliere nie so, das ist kein Problem. Das ist Bayern München. Willkommen in Ajegi, mein Dorf. Allein, wenn ich den schon sehe, ne? Einfach so sympathisch, der Mann, ey. Läuft. Auf geht's. Seit ich 8, 9 Jahre alt war, ich bin Montejura gegangen. Es ist ein Tour für das ganze Dorf. Wir gehen zusammen, wir gehen Spitze und wir essen etwas oder trinken etwas. Es ist wie eine Tradition. Wir sind stolz auf unser Berg. Der wie mit dem Auto. Eine Frechheit. Okay. Manuel Neuer. Soy Manuel Neuer. Manu! Man kann schlafen da mit einem Tent. Nur ich oder mit meinem Sohn. Meine Tochter will nicht, aber oder mit Freunden. Aber normalerweise alleine ist, weißt du, wie alleine mit Natur. Ich kann denken über alles, Zukunft, Past, über alles denken. Das ist auch schön, weil hier mit so viel Stress, weißt du, mit 4 Kindern manchmal, ist nicht einfach. Oder? Ich bin alleine mit der Natur und hier ist wie ein
happy place für mich. Willkommen Naja, ob der Bernie da immer sitzt an der Tür oder ob der da platziert wurde. Hm? in mein Haus. Naja, Aline, Luca, Javi. Fällt die neue Baby, sind 10 Monate alt, so wir müssen ein neues Bild machen. Warte mal, ich will etwas zeigen. Kennt ihr ihn, oder? Der Bernie. Das ist unser Maskott hier in unser Haus auch. Das ist, ich glaube, der erste Geschenk von Luca, wenn wir Okay, er ist immer da. in München waren. Hey, der neue Fußballspieler. Eh? Ok, You have to train now. sí, Vamos? vale. Venga, va. Vamos. Pues bueno, por aquí. Ja, erstmal ein privater Fußballplatz, wenn du aus dem Garten gehst, oder? Kann man sich doch auch mal gönnen, oder? Fühl dich. Mein Sohn, er hat die gleiche Leidenschaft als ich habe. Hier kann er immer trainiert, Vormittag, Nachmittag. Er ist immer mit einem Ball. Fußball macht ihn zufrieden und er kann auch trainieren. Ich auch. Ich mache Spiele auch mit Freunden. Ein bisschen Spaß. Ich vermisse im Sommer, ich vermisse Fußball auch so. Ich spiele hier und danach Swimmingpool. Ja, gönn dir. Ich bin hier zufrieden. Das ist mein Haus. Meine Eltern sind hier, meine Familie ist hier, meine Freunde. Es ist ruhig, kein Stress. Für ein schönes Leben manchmal brauche ich diese Ruhe. Meine Familie gibt wichtige Werte für meine Kinder. Ich will das, also die gleichen Werte, die meine Familie oder meine Eltern zu mir gegeben haben. Ich will die gleichen für meine Kinder. Ich war sehr zufrieden hier in meinem Dorf und ich will die gleiche für meine Kinder. Willkommen in Ajegi, mein Dorf. Auf geht's. Hier ist mein Fußballplatz. Mein erster Allianz Arena war hier. Wir hatten 2 Tore. Das erste war hier. Das ist der Eingang von der Kirche. Das war ein Tor. Und die andere ist da. So, ich habe hier immer mit alten Leuten gespielt. Mit 2, 3 Jahren älter als mir. Und schau, siehst du Martinez? Da ist mein Haus. Orange Haus ist mein Elternhaus und das ist meine Tante Haus. So ich habe nur 1 Minute von meinem Haus. Und hier habe ich vielleicht 1000 Spiele gespielt, hier auf diesem Platz. Ich war hier jeden Tag. Ich komme vom Training in Pamplona und ich komme hier zum Spiel. Immer mit einem Ball in die Hände oder auf dem Fuß. Aber hier kein Kretzen, hier gefährlich. Danach nach Hause mit alle, schau, ich habe alles von hier. Das ist normal. Ist halt einfach noch eine andere Generation, ne? Also in Europa hast du, oder was heißt in Europa? In Deutschland auf jeden Fall hast du sowas ja nicht mehr, Alter. Vielleicht in irgendwelchen Großstädten, in irgendwelchen Ghettos oder so. Aber ja, das ist halt einfach eine andere Einstellung, die Spieler haben. Das siehst du ja auch. Also mit so einem Leroy Sané vergleichst oder was. Oder auch mit so einem Gucci Gnabry oder da mit so einem Luis Diaz, wo der herkommt. Ja, das ist halt einfach. Das siehst du auf dem Fußballplatz direkt, ne?
Also ich habe immer gesagt, dass Navarra ist ein bisschen wie Bayern mit Bavaria. So Kastanienbaum, das ist der typische Baum für den Biergarten in Bayern. Wir haben viele hier in Navarra. Die Leute sind similar, mit Bayern sind sehr gute Leute, gute Menschen. Wenn ich in München war, ich fühle mich wie ich in Algeri war, wegen die Leute, auch die Natur. Wenn jemand nach Algeri kommt, er bleibt. Er will hier bleiben, er will hier leben, weil es sehr einfach hier zufrieden sein. Deswegen liebe ich hier zu bleiben, weil ich bin Javi, also nicht der Fußballspieler oder so. Ich bin Javi, Fortus Sohn, meine Mama heißt Fortu und ich bin der Sohn von Victor und Fortu, nicht Javi Martinez. Etwas Besonderes hier in meinem Dorf. Fuente de Vino, das heißt Wein, Brunnen. Ein Brunnen, das gibt Wein, roter Wein, ein guter roter Wein. Ein bisschen, nicht viel. Schmeckt's? Na gut, nicht schlecht. Aber es ist für die, normalerweise für die Pilgrims, das nach Santiago gehen. Aber also hier ist in unser Dorf, so wir können nur ein bisschen trinken. Ist gut. Ist nicht so schlecht, eh? Ja, es ist ein wichtiger Punkt in der Camino de Santiago, St. Jakobsweg. Letzte Woche zum Beispiel, das war ein Pilgrim hier in der falschen Weg nach Santiago. Und ich habe ihn gefragt, bist du verloren vielleicht? Ah, ich weiß nicht. Und wir haben geguckt und er war falsch. Ich bin mit ihm gegangen zusammen und ich habe gesagt, wo der Okay, Mission steht, oder? St. Jakobsweg und wir gehen falsch. Bis der Javi kommt und uns auf den richtigen Weg führt. Dann lohnt sich die Qual. richtig weg war. So, das ist gut, weißt du, so, wir können neue Leute kennenlernen. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur heutigen Pressekonferenz zur Vorstellung unseres neuen Spielers. Herzlich willkommen in München, Javi Martinez. Alles nur dank Jupp, ne? Nur dank Jupp. Ich bin ein Familienmensch. Ich hatte ein bisschen Angst, weißt du, so alles weglassen. Hier in Spanien, so 3 Freunde von Algeri haben nach München mit mir gekommen, weil manchmal brauchte ich ein bisschen meinen Kopf leer und auch hatte ich ein bisschen Angst vor der Change und sie haben mir viel geholfen. Y vivíamos con él en su casa. Para Javi, pues al ser un chaval de pueblo, era muy importante tener el apoyo de su gente más cercana. Y yo, en mi caso, era el cocinero de Javi. Lo que me encargaba era de hacer todo lo que eran las comidas de él, los desayunos, las cenas. Vivíamos todos en la misma casa. Change und sie haben mir viel geholfen. Y vivíamos con él en su casa. Para Javi, pues al ser un chaval de pueblo, era muy importante tener el apoyo de su gente más cercana. Y yo, en mi caso, era el cocinero de Javi. Lo que me encargaba era de hacer todo lo que eran las comidas de él, los desayunos, las cenas. Vivíamos todos en la misma casa. Bueno, nos fuimos amigos desde, pues bueno, Javi y yo somos amigos desde que hemos nacido y tanto yo como mis amigos que fuimos allí, pues somos amigos del pueblo de toda la vida. Nuestra labor era apoyarlo y que estaría lo mejor posible en Múnich y rodeado de la gente que realmente le quería. Deutscher Meister, Bruder. Ja. Super Bayern, hey! Hey! Super Bayern, hey!
Nos juntábamos allá, solíamos hacer también los domingos, solíamos preparar en casa de Tiago, hacíamos una paella, con Pizarro también. Nos juntábamos pues todos los latinos, los brasileños, nos solíamos juntar, hacíamos una paella los domingos y solíamos quedar pues, para pasar el domingo allá todos juntos. Ich glaube, dass war die Schlüssel von meinem Transfer. Hat immer gesagt, dass ich war der Spieler, das die Mannschaft braucht für die Champions League gewinnen. Ich habe 40 Millionen gekostet, so die Leute wollten sofort gute Leistung zeigen. Er hat mir gegeben diese ruhig. Er hat gesagt, du hast einen Monat oder 2 Monate zu fit sein. Weißt du? Ich war nicht in meiner besten Kondition, aber nach 1 oder 2 Monaten ich war voll fit und ich muss Jupp bedanken. Kannst du mal machen als erstes Tor, ne? Als defensiver Mittelfeldspieler. Hier haben wir das neue Trikot des FC Bayern München, Javi Martinez. Grüß dich, servus. Grüß dich, servus. Rot-Weiß, ein bisschen was Klassisches, aber mit sehr leichten, modernen Stoff. Javi, was sagst du? Ja. Ja, gut. Ja, natürlich. Ja, natürlich. C. Thomas ist meine Lehrer. Ja. Lehrer. Ja. Lehrerin. Ja, ja. Okay, auf geht's. Ja, das ist meine Lieblingsliste. Supercup. Wir haben 2 von diesen. Und die Schale. Natürlich. Wo ist Bayern München? Hier. Bayern München. Geil. Aber wir kommen hier zurück. In 2 Wochen. Gute Memories. Wie krass der Martinez aber auch in dem Finale war, ne? 2013. Alto Belli. Das ganze Dorf war in der Straße. Sie warteten auf mich. Und, war sehr schön, weißt du? Meine Familie war da, meine Freunde, der ganze Dorf. Es ist so emotional, weißt du? Weil Marienplatz ist super schön, ist amazing. Aber hier mit meinen Leuten, meinen Eltern feiern können. Und mit meinen Freunden, das ist der Beste. Ja. Das ist der beste Spieler in die Area, in die Lage. Beste Ballspieler. Aber er war verletzt. Er hat Meniskusproblem. Einer der ersten Plätze in Spanien war hier gebildet und ich war vielleicht 7 oder 8 Jahre alt und ich habe gesehen, dass dieser Sport, ich finde es sehr gut, weil es lustig, auch muss laufen auch, für Athletik ist gut. Javi, yo creo que en todos los deportes que juega hace
hace una buena labor y puede jugar y competir a cualquier deporte. Er sagte, ich bin der beste Paddelspieler in Spanien, da ich kann alle gewinnen. Nein, Spaß. Wer hat gewonnen? Wir. Natürlich, wir. Solo tiene un problema que solo sabe ganar. Perder lo lleva un poco mal. Er sagte, ich bin sehr schlecht, wenn ich verliere. Aber ich verliere nie so, das ist kein Problem. Man muss in Bayern bleiben, bis Bayern sagt, raus. Also das ist meine Meinung. Ich verstehe, dass die Zeit läuft und unbedingt. Ich wollte in Bayern bleiben, unbedingt. Hey. Ich mache meine Trainerlizenz. Ich habe letzte Woche angefangen, so ich will unbedingt im Fußball bleiben, entweder Trainer oder Co-Trainer oder Sportdirektor. Ich suche jetzt, was ich mache nach Fußballspielen. Unbedingt will ich nach München zurückkommen. Vielleicht 2 Jahre, vielleicht 3 Jahre, vielleicht 10 Jahre. Aber ich war sehr zufrieden da mit meiner Familie auch. Luca ist in München gewohnt. Ich war 3, 4 Mal in München. Das Gefühl war so schön. Also so, ich will da wohnen, vielleicht, ich weiß nicht, 2 Jahre, zumindest 2 Jahre. Ja, wird das sein, weiß nicht. Ei. Da wären wir aber schon ein bisschen wehmütig, ne? Da wären wir ein bisschen wehmütig. Ja. Ja, wer weiß, vielleicht sehen wir Javi mal bei uns. Wie steckt da ein in die Jugend, als Trainer? Ja. Ist halt so, ne? Super sympathischer Typ, ey. Auf dem Platz wie neben dem Platz. Ja. Gibt's halt auch nicht so viele von, ne? Witzige Gelegenheit auch nutzen, Max zu loben. Er hat so viel Kritik einstecken müssen und hat letztendlich einen super Job gemacht. Trotz Uli im Rücken. Ja. Müsste man eben einzeln aufklabüsern, auf was bezogen. Noch ein paar Sachen gemacht, die nicht so aus meiner Sicht Bombe waren, aber das ist eine andere Geschichte. Ein gemeinsamer Wanderer auf dem Jakobsweg. Das wäre wild, ey. Und ich sag's euch, der Javi wird uns in den Pool lassen. Ja, wild, ne? Nee, hat er auch nicht. War aber auch oft unterschätzt, fand ich, Javi. Also defensiv, klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber auch so, was das Offensive anging, war er oft unterschätzt, in meinen Augen. Ja, das Thema bei Martinez war ja auch immer, dass er immer dieses Level hatte. So. Da gab es halt nicht irgendwie groß die Riesenschwankungen, sonst was, ne? Das war halt auch so ein Thema. Ja. Wird man ein bisschen wehmütig, ne? Dass wir sowas nicht mehr haben heutzutage. So ist es. Aber wer weiß.
wer weiß, was die kommenden Jahre noch so passiert. Vor 6 Jahren. Nee, das gucken wir jetzt nicht. Ja, ist aber halt auch so. Aber jetzt in unserer jetzigen Mannschaft wäre ja eh kein Platz dafür. Wir spielen ja nicht mehr mit Sechser. Glück auf, frag mal einen Ralle. Glück auf. Sonst ist aber auch nichts videomäßig hier, was noch irgendwie interessant wäre. Karl-Heinz Rummenigge, 70. Da können wir nochmal in ganz tiefen Erinnerungen schwelgen. So sieht's aus, Leute. Komm, wir gucken noch das kalte Video. Dann haben wir da noch einen guten Abschluss für heute. Jetzt haben wir halt Kimmich. Ja, ganz genau. So sieht's aus. Jetzt haben wir halt einen Josh. Und Rummenigge! Ja, das war meine Heimatstadt, Lippstadt, habe ich die ersten 18 Jahre verbracht. Lippstadt. Schöne Zeit, schöne Jugend. Ist bei mir um die Ecke. 20 Minuten, 25 Minuten mit dem Auto. Mit der Auto. Gehabt. ...16 Tore, das war Wahnsinn. War in der unter 14 C-Jugend, glaube ich, 32-0 in Westernkotten. Das war der Nachbarort bei uns. Ich habe immer Tor geschossen, den Ball sofort wieder mit aus dem Tor zum Mittelkreis genommen, damit die schnell anschießen. Und dann wieder. Wir hatten Training zweimal die Woche und dann eben am Wochenende ein Spiel. 2 Dinge beim Training waren schön. Hinterher das warme Duschen, denn das war zu der Zeit etwas Außergewöhnliches, wenn du Sport getrieben hast, dass du hinterher duschen. Die Dusche hatte nur ein Handicap. Das warme Wasser kam genau 2 Minuten. Einer stand mit der Stoppuhr da und hat gesagt, nach 40 Sekunden Wechsel. Und dann haben wir gewechselt und dann, damit jeder noch warmes Wasser mitkriegte. Und dann sind wir hinterher mit den Fahrrädern nach Hause gefahren und haben dabei gesungen. Schmählieder gegen Teutonia Lippstadt, gegen den anderen Club in Lippstadt. Und das waren die ersten Anfänge bei Bayern München. Mit 18 bin ich hergekommen. Volles Haar noch da unten, wie man sieht. Das erste Angebot, das ich gekriegt habe, war Bayern München, Robert Schwan. Ich war bei Robert Schwan, bin ich hier mit wirklich zittrigen Händen an der Sebener Straße zu ihm ins Büro und der machte mir dann ein Angebot. Und dann kriegte ich innerhalb von einer Woche 15 Angebote aus der Bundesliga. 15. 60 spielte zweite Liga und bei 60 war der Trick, die hatten meinem älteren Bruder, ich habe einen älteren Bruder, Wolfgang, dem haben sie gleich im Paket mit mir ein Angebot gemacht. Boah, das wusste ich gar nicht, dass er noch einen zweiten Bruder hat. Wild. Dann zurück mit dem Zug gefahren von München nach Lippstadt und dann hat er gesagt, ich habe mir das jetzt genau überlegt, du gehst zu Bayern. Und dann habe ich ihn angeschaut, warum? Sagt er, weil ich nicht möchte, dass du dich wegen mir konditioniert fühlst. Das werde ich ihm bis heute nicht vergessen, bin ihm dankbar auch dafür gewesen, weil ich wollte zu Bayern. Im Grunde genommen bin ich für das Trainingslager. Denn als Junggeselle habe ich so einen regelmäßigen Tagesablauf. Außerdem ist meiner Meinung nach die Vorbereitung optimal und meine Leistung wird
meiner Meinung nach positiv beeinflusst. Ich habe seine Ja, da war das noch nicht so gang und gäbe wie heute. ersten 3 Wochen 1974 miterleben dürfen. Dann bin ich ja nach Madrid. Und dann habe ich schon gedacht, Bursche, du, ein bisschen musst du rühren. Ja, ein bisschen musst du mal aufstampfen. Aber es war vielleicht genau das Richtige damals. Wäre es auch schwierig gewesen, gleich mal da große Goschen zu haben. War gut, Schritt für Schritt hat er sich dann entwickelt. Ich wurde Uli Hoeneß zugeteilt. Vorher gab es ja Doppelzimmer, weil der vorhergehende Doppelzimmerpartner von Uli war Paul Breitner und der ist in dem Jahr zu Real Madrid transferiert. Dadurch wurde ich ihm zugeteilt. Es war natürlich auch ein Glücksfall für mich, weil ich hatte mit ihm natürlich so richtig so einen Lehrmeister auch, von dem ich mir viel abschauen konnte, viel lernen konnte und der von Anfang an zu mir gesagt hat, gib Gas, du hast außergewöhnliche Talente, du hast eine Chance hier Fuß zu fassen und zu spielen. Ja, wir haben uns ziemlich ergänzt, auch wir waren beide gleich müde und kaum einer hat, glaube ich, geschnarcht. Und insofern waren die Nächte relativ ruhig. Und er war immer interessiert zu lernen, er war immer interessiert weiterzukommen. Er war ein sehr angenehmer Zeitgenosse, wir haben uns prima verstanden. Karl-Heinz ist natürlich ein Spieler gewesen, der unglaublich dribbeln konnte, der mit dem Ball sehr gut umgehen konnte. Das Einzige, was am Anfang noch gefehlt hat, dass er aus seinen vielen herausgespielten Torchancen zu wenig gemacht hat. Ja? Und das hat er erst lernen müssen. Später hat er es natürlich perfekt gekonnt. Und Rummenigge! Für ihn traf heute das Prädikat Weltklasse zu. Hier bin ich schon etwas arrivierter. Wie man sieht, habe ich ein bisschen was schon gewonnen. Hier diese Torjägerkanone, war früher ein monumentales Holzteil vom Kicker, die habe ich gewonnen. Paul wurde in dem Jahr, glaube ich, Fußballer des Jahres und ich hatte, wenn ich mich recht erinnere, 29 Tore, was für damalige Verhältnisse sehr viel war. Paul kam aus Braunschweig, war natürlich ein Weltstar. Wir zwei, wir haben uns, ohne dass wir das irgendwann abgestimmt haben, wenn er den Ball im Mittelfeld hatte, der also ziemlich schnell war und auch gutes Dribbelvermögen hatte, war es für den Verteidiger. Und die Mannschaft hat von uns natürlich unglaublich profitiert. Karl-Heinz hat in dem Konglomerat Breitnigge dann eine Entwicklung durchgemacht, die für mich dahin führte, dass wir auf einer Südamerika-Tournee mit der Nationalmannschaft immer gefragt wurden, wer ist denn der beste Spieler auf der ganzen Welt? Wurde ich gefragt, Zico oder Maradona? Dann habe ich gesagt, Karl-Heinz Rummenigge. Und er war damals überragend. Schlawiner war er schon, weil ich war ja immer bekannt dafür, dass ich versucht habe, das Geld zusammenzuhalten und der W.O. Hoffmann war da etwas großzügiger und wir hatten eigentlich schon ziemlich viel ausgehandelt und dann hatte uns der W.O. Hoffmann zu sich nach Hause zum Essen eingeladen und ich kam dahin und habe mich gewundert, dass Karl-Heinz schon da war und es sah nicht. Saßen die da jetzt gerade alle auf dem Schoß oder was? Zum Essen eingeladen und ich kam dahin und habe mich gewundert, dass Karl-Heinz schon da war und es sah nicht so aus, wie wenn er gerade erst gekommen wäre. Ja. Ich wollte dann ganz diensteifrig anfangen. Ja, wir müssen uns ja noch über den Vertrag einigen. Hat der Hoffmann gesagt, Uli, ich hatte vor, Karl-Heinz ist ein bisschen früher gekommen. Wir haben das schon alles geregelt. Also es war natürlich sehr zugunsten von Karl-Heinz und das hat er gut ausgenutzt, dass ich nicht da war. Naja, hat ja eine Banklehre. Machte, ich weiß nicht, wie intensiv das Ganze da abgelaufen ist, aber er hat so gesagt, der Mensch, ein bisschen was habe ich gelernt, wie man das mit dem Geld macht und das probiere ich jetzt. Klasse. Hat er gut gemacht, muss ich sagen.
Dies war mein letztes Spiel für Bayern München 1984. Wollte mich unbedingt mit einem Titel verabschieden. Udo Lattek war unser Trainer und Wolfgang Tremmler hatte mit seinem wichtigen 1:1 uns in die Verlängerung geschossen. Dann gab es Elfmeterschießen. Beim Pokalfinale gegen Borussia Mönchengladbach, wo du mich gezwungen hast, den letzten Elfmeter zu schießen. Das werde ich auch nie vergessen. Das war dein letztes Spiel für Bayern München. Udo stand neben mir, der Udo war ja Trainer. Und Udo guckte mich an und sagte, wer soll schießen jetzt? Und es stand noch Dieter Hoeneß und Michael da. Und dann habe ich zu ihm gesagt, nimm Michael, ich gehe jetzt zu ihm hin. Bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, nimm dir den Ball ganz ruhig, leg ihn dir hin, schmunzel den Torwart etwas an und schieb ihn von dir aus in die linke Ecke. Hat er dann so gemacht. Und ich wusste, dass er reinmacht. Ich bin nämlich, als er angelaufen ist, bin ich schon von der Mittellinie angelaufen, um ihn zu empfangen. Und dann hat er sich so in meine Arme reingestürzt, muss ich direkt sagen, und sagt zu mir, jetzt könnte ich sterben. Da habe ich gesagt, bist du blöd mit 18? Er war 18 Jahre alt, der Bursche. Dies waren meine Anfänge. 1984 bin ich ja dann anschließend zu Inter Mailand gegangen. Das war eine, muss ich ehrlich sagen, schöne, interessante Zeit, die ich auch nicht missen möchte. War damals ein großer Transfer, über 11 Millionen, war der, ich glaube, zweiteuerste Transfer nach Maradona damals. Beppe Bergomi war erst mein Gegenspieler 1982 bei der Weltmeisterschaft und dann mein Mitspieler. Muss ich ehrlich sagen, ein ganz toller Bursche und ein unglaublich schwierig zu spielender Abwehrspieler, weil er war schnell, er war aggressiv, er war konzentriert und er war ein guter Typ, muss ich ehrlich sagen. Un compagno di squadra veramente grande e io penso che I campioni hanno anche sempre l'umiltà giusta per rispettare tutti quanti e tu oltre alle qualità tecniche avevi tante qualità morali. Dies war dann zum Schluss meiner Karriere, das war noch Servette Genf und habe eigentlich ganz gute Zeiten noch erlebt. Wurde im letzten Jahr Torschützenkönig, ganz klar sogar. Und die Zeit war ganz gut, weil ich eben Fußball spielen konnte auf einem nach wie vor noch ordentlichen Niveau. Und die Stadt war schön, muss ich ehrlich sagen. Die Stadt habe ich nachher speziell in meiner zweiten Karriere sehr oft besuchen dürfen, weil ich natürlich in Sachen ECA, ich wurde dann Präsident später bei der ECA und habe dann dadurch natürlich einen ganz engen Kontakt durch die UEFA gehabt. Und wenn ich dorthin kam, habe ich mich immer wohlgefühlt. Noch ein kleines Nebeneinkommen gehabt, ne? Ich hatte 5 Jahre im Ausland erlebt, die waren gut und wichtig auch für mich. Als ich dann aufgehört habe mit Fußballspielen und hier beim FC Bayern am Anfang Vizepräsident wurde, habe ich mir dann natürlich so ein bisschen die Positionen ausgesucht. Was willst du dir aussuchen, wenn du Uli Hoeneß, Karl Hopfner in der Geschäftsführung und Franz Beckenbauer erst Vizepräsident, dann Präsident hast, musst du dir irgendwas suchen, wo du nicht, sag ich mal, die Kopie der 3 oder 4 Leute bist. Und habe mir dann eben dieses Thema Außenminister ein bisschen vorgenommen. Ja, also Karl. Das hat er überragend gemacht, ne? Also der hat auf jeden Fall mit einen Riesenanteil, dass wir da sind, wo wir sind. Also nicht nur Uli Hoeneß. Was die überragend gemacht hat, war die Kontakte zu UEFA, zu FIFA, war also wirklich international vernetzt wie keiner von uns. Das war wirklich sensationell. Ich habe ein unglaubliches Netzwerk mir angeeignet. Ich war unglaublich viel in der Weltgeschichte. Ich war wahrscheinlich damals Miles and More König. Habe dadurch unglaublich profitiert und als hier speziell der FC Bayern umgewandelt wurde, wegen diesem Stadion, wo wir gerade sitzen, in eine Aktiengesellschaft, wurde mir das große Glück zuteil, dass ich zum Vorstandsvorsitzenden ernannt wurde. Und von da an war das natürlich unglaublich wichtig. Das Netzwerk war wichtig, die ganzen Kontakte, die ich hatte. Und ich hatte dann auf mal eine Karriere, die ich mir eigentlich als junger Mensch nie hätte träumen lassen. Das ist ja einer der Punkte, warum der FC Bayern so groß geworden ist. Dadurch, dass Karl-Heinz
auch interessiert war an Geschäften, an wirtschaftlichen Dingen. An der wirtschaftlichen Seite des FC Bayern hatten wir dadurch eine perfekte Symbiose in der aktiven Führung des Vereins von Typen, die alles, was man über Fußball wissen muss, wussten und vor allen Dingen, die auch von der wirtschaftlichen Seite her eine Nulliger waren, sondern da auch jedes Jahr. Ja, das ist auch so eine einmalige Sache. Versuch das mal noch heute. Ich meine, wir haben es versucht, ne? Mit dem Olli. Ja, aber versuch mal diese Mischung zu finden, ne? Entweder hast du den Finanzguru, der dann keinen Plan von Fußball hat, oder umgekehrt, ne? Sich mehr reingearbeitet haben und von Jahr zu Jahr eben die perfekte Mischung dann ergab aus Fußballerwissen und Geschäftswissen. Das, was es nirgendwo gab. Da oben bin ich mit meinem ehemaligen Kollegen Jan Dresen, heute Vorstandsvorsitzender. Wir haben 8 Jahre zusammen bei Bayern München gearbeitet. Jede Vertragsverlängerung, jeder Spieler, der neu kam, wo die Verträge verhandelt werden mussten, immer gemeinsam sind wir dorthin gegangen. Und am Anfang hat er ein paar Mal gemeckert, wenn wir ein bisschen zu viel Geld ausgegeben haben. Da habe ich gesagt, geh doch mit. Dann heißt, bist du auch in der Verantwortung, ist er mitgegangen. Und wir haben gute Transfer gemacht. Und wir haben vor allen Dingen uns sehr gut verstanden. Wir haben jeden Morgen, wenn ich ins Büro kam, erstmal einen Espresso zusammengetrunken und überlegt, was liegt an am Tag, was müssen wir abarbeiten, wie bereiten wir alles vor, damit am Ende des Tages auch die Dinge positiv laufen. Ja, hallo. Ja, Karl-Heinz und ich haben eine unglaublich gute Zusammenarbeit gehabt. Vor allem, und das ist das Wichtigste immer gewesen, wir haben einander vertraut und wir wussten beide, wofür wir stehen. Und der hat auch so eine Ausstrahlung, ne? Der Chrissy. Unglaublich, ey. Und wo wir auch für arbeiten, nämlich für das Beste für den FC Bayern. Wenn wir bewusst eine Kunstpause wollten in der Verhandlung, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt mal raus und sprechen, und dann haben wir halt draußen mal ein bisschen abgewartet, sind dann wieder rein. Also das war eine verdammt gute Zeit gemeinsam mit ihm, und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Jahre gemeinsam mit Karl-Heinz hatte. Herbert Hainer und Jan Dresen. Herbert Hainer, Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender. Also das ist jetzt meine wahrscheinlich letzte Karriere, die ich beim FC Bayern habe. Ich bin im Aufsichtsrat noch Mitglied. Das macht mir Spaß. Was den Karl-Heinz wirklich auszeichnet, ist, dass er auf der einen Seite einer der besten Geschäftsleben und als Vorstandsvorsitzender von FC Bayern München, als Businessman geschafft wie kaum ein anderer. Er hat den Club 20 Jahre super geführt. Wir haben ein absolut außergewöhnliches Standing, auch durch Karl-Heinz Rummenigge. Und Karl-Heinz Rummenigge wiederum hat dieses Standing in der FIFA, in der UEFA, beim Deutschen Fußballbund. Das zeichnet ihn einfach aus, dass er aus dem Fußballer heraus sich immer weiterentwickelt hat zu einem unheimlich tollen Geschäftsmann. Und ich finde auch so einen Menschen, mit dem man sich unheimlich gern unterhält und mit dem man gern zusammen ist. Der FC Bayern hat eine eigene Philosophie, die habe ich immer geschätzt. Er ist der möglicherweise einzige Club neben vielleicht noch Real Madrid, ein bisschen neben Barcelona, aber ein unabhängiger Club. Und diese DNA, die gilt es zu erhalten, weil ich glaube, deshalb ist der FC Bayern berühmt, berüchtigt, geschätzt in der ganzen Fußballwelt. Alle, die ich kenne, im Ausland oder auch im Inland, verneigen sich immer vor diesem großen Club, weil dieser Club etwas Spezielles darstellt. Der FC Bayern will mir eine Feier auch hier in diesem Stadion. Es gibt ja oben die Kalle-Bar, die müssen wir noch einweihen, die ist nämlich noch nicht richtig eingeweiht worden, und dann lassen wir es mal da oben auch richtig krachen. Ja, lass mal richtig krachen, ne? Wilde Nummer, ey. Ist ja heute Tanne hat im Tor angegeben, oder was? Ja, kann man auch mal, ne? War auch eine wilde Nummer, ja. Machst du noch einen Vorpokal? Jemand Dortmund-Köln geschaut, sind die gut drauf? Weder alleiniger Rekordhalter mit 15 Siegen oder halt raus. Mit 14 Siegen, oder? Könntest ja auch ein Unentschieden spielen und gibt's Elfmeterschießen.
Ja, also ich glaube nicht, dass es leicht wird gegen Köln, aber ja, also wir sind Köln jetzt auch nicht irgendwie. Klar, K.O.-Spiel, brauchen wir nicht überreden, wa? Das hat einfach deine Performance auf den Rasen bringen und dann brauchst du auch Köln nicht stark reden, Alter. Punkt. So. Wichtig ist, die richtige Elf zu finden für Vinny. Und wenn es nicht so läuft, dann auch frühzeitig zu wechseln. Das ist ja diese Saison auch ein bisschen besser geworden schon. Dass er mal ein bisschen eher wechselt. Von daher, ja, ich mir jetzt nicht so den großen Kopf. Der Badi, ne? Der Holger war auch ein unterschätzter Spieler bei uns. Bin eher der Kalle statt Uli. Eher Robben als Ribéry. Nur einmal war ich sauer auf Kalle, als er unseren Gott mal öffentlich anging. Fußball ist keine Mathematik. Ja, das gehört doch dazu, ey. Bisschen gehört das dazu. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es unbedingt einen eher Kalle als Uli gibt. Ich glaube, der eine wäre ohne dem anderen und umgekehrt nicht so erfolgreich gewesen. Ich glaube, das war einfach die Symbiose aus beiden, die das hervorgebracht hat. Ja, und ich glaube, das ist auch so, ja, vielleicht der Punkt, an dem Olli ein bisschen gescheitert ist bei uns. Ja, also ich glaube, der eine ohne den anderen. Und überlegt euch mal, was da auch öffentlich für Reibereien waren zwischen Uli und Kalle teilweise. Ja. Ja, ist halt so. Robben als Ribéry, ja, auch schwierig. Robben war halt mehr der Vollender, der die Hütten gemacht hat, und Ribéry war eher der Vorbereiter, ne? Der Dreher. Der Bernd, der bei uns noch voll aktiv ist und den du nicht erkennen würdest, wie er heute aussieht, Alter. Schon wild. Ja, klar. Aber die haben sich halt, ja, alles für den Verein so, ne? Der Franz, der Kalle und der Uli. Auch wenn sie Alphas waren und aneinander geraten sind, am Ende des Tages ist man immer irgendwo zusammengekommen und alles für den Verein. Ja, und deswegen ist der FC Bayern da, wo er ist. Und nicht irgendwie, ja, ich bin jetzt der Franz und ich setze jetzt durch, was ich hier für richtig halte, sondern ja, man hat sich gezofft, hat sich dann geeinigt und dann war gut. Ne? Deswegen hat das so geklappt, wie es geklappt hat, sag ich mal. Ne? Ja, fußballerisch brauchen wir nicht drüber reden. Ja, so ist das. Und so war das. Und mal gucken, wo die Reise hingeht, was das Thema angeht. Weil aktuell, weiß ich nicht. Aber ist halt einfach auch eine andere Zeit so, ne? Ob der Chrissy und der Max das so prägen können oder was? Ich weiß es nicht. Wird die Zeit zeigen. Aber wie gesagt, ist halt heute einfach auch eine andere Zeit, ne? Ja, aus unserer Sicht auf keinen Fall. Das ist ja immer klar. Das ist ja eh immer. Wenn du. Das ist ja mal, was ich sage. Es ist halt immer auch ein bisschen schwierig, auch wenn es um das Thema Kimmich geht. Ja, dass wir einfach diese ganzen Typen noch erlebt haben. So, die es ja heute kaum noch gibt im Fußball. Das ist ja nicht nur auf dem FC Bayern bezogen. Ja. So, es gibt halt, es ist einfach eine Generationsgeschichte. Ne? So, und Kimmich war noch dieser Übergang. Ja, keine Ahnung. Nimm jetzt den Musiala, was strahlt der aus, Alter? Wenn der im Interview ist, der macht die Zähne auseinander, dann denkst du, Alter, der kommt gerade aus dem TikTok-Video, Alter. Ja, also, ja, das ist keine Ahnung. Ne? Da können wir halt nichts mehr mit anfangen. So. Und deswegen schwelzt er in Erinnerung und
keine Ahnung, misst dann so ein Kimmich an weiß ich nicht. Ja. Ich meine, selbst ein Schweini war ja schon nicht mehr diese Art. So wie ein Van Bommel oder sonst was so. So, das ist immer so das Problem, wenn wir über diese Spieler reden aktuell. So, die haben das halt. Es ist halt einfach eine andere Generation. Und da ist das nicht mehr so. Die Frage ist, ob der Trend nochmal dahin geht. Wir werden es sehen. Aber die letzten Jahrzehnte war der Trend ja, du bist der 0815 Fußballer, Charakter gibt's nicht, ist eine Mannschaft, alles sind irgendwie Indianer, alle keine Häuptlinge mehr und ja, Katastrophe halt. Ne? So, keine Ahnung. Alles, was Charakter war, hat man irgendwie glatt gebügelt in ihren tollen Fußballzentren. Alles Einheitsbrei. Und dann wundert man sich, dass die Spieler unter Druck oder in besonderen Situationen irgendwie untergehen. So. Ja. Weil man den Charakter nicht entwickelt, weil alles muss glatt gestrichen sein. Ja. Aber wie gesagt, andere Zeiten. So, wenn du heutzutage, was weiß ich, 16 bist und zeigst den Leuten irgendwelche Videos von früher, dann denken die sich, was ist das denn für ein Spaß, Alter? Ja, ist halt so. Schmeckst gerne mit? Ja, ich tue das auch ganz gerne eigentlich. Ja, das hast du früher auch gehabt. Das ist ja ein ganz anderes Thema. Nimm Mehmet Scholl, nimm Sternkopf, sonst wen, die waren auch alle so. Ja, und das ist auch wichtig. Deswegen ist ja auch so ein Maike so erfrischend. Ja, weil der halt auch nicht so dieser glatt gebügelte, ja, Standard-Fußballprofi ist. Nee, ist halt einfach auch mal eine andere Persönlichkeit und auch auf dem Platz macht er halt einfach auch ein paar andere Sachen, die jetzt gern gesehen sind oder nicht. Das muss jeder für sich entscheiden. Das ist das halt. Und bei Harry Kane hast du halt noch diesen Flair von uns, von unserer Generation früher. Ist noch so ein richtiger, vielleicht nicht laut, ja, wie es so der eine oder andere war, aber alles, was er ausstrahlt, ist noch diese Art Charakter. Ich bin hier der Führungsspieler. Punkt. Das strahlt ein Harry Kane aus. Ja. Ich meine, Jonathan Tah hat es ja auch gut gesagt. Ja, und genau so ist es halt. Ja. Gut. Leute, ich mach Feierabend. Sonst gibt es ja keine Themen mehr. Sonst ist ja alles gut. Bin gespannt auf das Köln-Spiel. Könnte eine interessante Nummer werden. Kommt drauf an, wie müde wir sind oder wie nicht müde wir sind. Ich weiß gar nicht, ist Leverkusen noch im Pokal drin oder was? Oder sind die schon ausgeschieden? In der ersten Runde. Ich guck mal eben. Sonst könnte das eine interessante Geschichte werden, Samstag. Ach, die spielen auch. In Paderborn. Ah, das ist auch nicht so. Okay. Ja, dann. Da bin ich guter Dinge. Der erste Knackpunkt. Was heißt Knackpunkt? Aber ich bin sehr gespannt auf das Spiel gegen Paris. Gut, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wer Bock hat, ich werde gleich noch ein bisschen Lotto streamen, ja, auf einem anderen Kanal. Und ja, wir hören uns nächste Woche hier wieder. Vielleicht gibt es ja dann ein paar dramatische Themen. Elfmeterschießen in Köln. Ohne Hagwis. Ohne Hagwis ist auch cool, ja.